Urs Brunner, in seinem 3000 CHF teuren Anzug, saß da und lachte mit seinem teuren Anwalt, während sie auf den leeren Stuhl neben seiner Frau zeigten. Urs dachte, die Scheidung sei vorbei. Er dachte, indem er Lena ihre Bankkonten entzogen hatte, würde sie zusammenbrechen. Er hatte sogar der Richterin gesagt, sie sei zu inkompetent, um einen Anwalt zu beauftragen. Doch Urs hatte ein entscheidendes Detail über Lenas Vergangenheit vergessen. Genauer gesagt, wer sie geboren hatte. Als sich die Gerichtssaaltüren öffneten und sie eintrat, verschwand das spöttische Grinsen nicht nur von Urs Gesicht, die Farbe wich seiner gesamten Existenz. Sie waren dabei, die brutalste juristische Niederlage der Geschichte zu erleben. Die Luft im Saal 304 des Zürcher Bezirksgerichts war abgestanden und roch schwach nach Bodenwachs und altem Papier. Es war der Geruch von Dingen, die zu Ende gingen. Für Urs Brunner jedoch roch die Atmosphäre nach Sieg. Er richtete die Manschetten seines maßgeschneiderten italienischen Anzugs. In seinem Ledersessel am Tisch des Klägers lehnte er sich zurück und blickte auf seine Uhr, eine Patek Philippe Vintage, die mehr kostete als ein durchschnittliches Schweizer Auto. Er atmete mit Verachtung durch die Nase aus. »Sie ist zu spät«, flüsterte er dem Mann neben sich zu. Oder vielleicht hat sie endlich gemerkt, dass Aufgeben billiger ist. Neben ihm saß Dr. Lorenz Meyer. Lorenz war nicht nur ein Anwalt, er war eine Waffe. Er war der Seniorpartner von Meyer, Huber, Wirth. In Zürcher Rechtskreisen war er als der Metzger vom Paradeplatz bekannt. Er gewann Scheidungsfälle nicht nur, er verbrannte die Opposition, bis nichts als Asche und eine günstige Einigung übrig blieb. Lorenz strich sich seine silberne Krawatte glatt. Seine Augen überflogen die Fallliste mit der Langeweile eines Raubtiers. »Es spielt keine Rolle, ob sie auftaucht, Urs«, murmelte Lorenz mit einer Stimme, die wie Kies auf Glas klang. »Am Montag haben wir den Notantrag zur Sperrung der Gemeinschaftsvermögen eingereicht. Sie hat keinen Zugang zu Liquidität. Ohne Vorschuss, keine Vertretung. Ohne Vertretung gegen mich wird sie mit den Krümeln gehen, die wir ihr zuwerfen.« Urs lächelte höhnisch und blickte über den Gang. Dort saß Lena allein. Sie wirkte kleiner, als er sie in Erinnerung hatte. Sie trug ein schlichtes, anthrazitfarbenes Kleid, das sie schon seit Jahren besaß. Ihre Hände lagen ordentlich auf dem zerkratzten Eichentisch, die Finger so fest ineinander verschränkt, dass ihre Knöchel weiß geworden waren. Vor ihr lagen keine Aktenstapel, keine Rechtsassistenten, die Strategien flüsterten, keine Gläser mit Eiswasser, nur Lena, die starr auf die leere Richterbank blickte. »Sehen Sie sie an?« lachte Urs laut genug, dass die wenigen Zuschauer im hinteren Teil es hören konnten. »Pathetisch. Ich habe fast Mitleid. Es ist wie ein Reh, das auf einen Lastwagen wartet. Konzentrieren Sie sich«, warnte Lorenz, obwohl sich ein kleines Lächeln auf seinen Lippen zeigte. »Richterin Müller ist sehr streng, was das Benehmen angeht. Lassen Sie uns das schnell hinter uns bringen. Ich habe eine Reservierung für das Mittagessen im Pavillon um 13 Uhr. Keine Sorge, Lorenz. Um 13 Uhr bin ich ein freier Mann und sie sucht eine Einzimmerwohnung in Dietikon.« Der Gerichtsvollzieher, ein stämmiger Mann namens Wachtmeister Schneider, hatte schon so viele Scheidungen gesehen, dass er den Glauben an die Menschheit doppelt verloren hatte. Er rief: »Alle erheben sich. Die ehrenwerte Richterin Dr. Marianne Müller präsidiert.« Der Saal erhob sich. Richterin Müller betrat den Raum mit festem Schritt, ihre schwarze Robe flatterte. Sie war eine Frau mit scharfen Zügen und wenig Geduld, bekannt dafür, ihre Fälle mit unerbittlicher Effizienz zu erledigen. Sie nahm Platz, richtete ihre Brille und blickte die Parteien an. »Setzen Sie sich«, befahl sie. Sie öffnete die Akte vor sich. Fall Nummer 24. Nieboy 91. Brunner gegen Brunner. Wir sind hier für die Vorverhandlung betreffend die Güterteilung und das Gesuch um Unterhalt. Richterin Müller blickte zum Klägertisch. »Herr Dr. Meyer, ich freue mich, Sie wiederzusehen«, sagte Lorenz, der sich elegant erhob. »Ich mich auch, Euer Ehren. Wir sind bereit fortzufahren.« Die Richterin richtete ihren Blick auf den Verteidigungstisch und runzelte die Stirn. Lena erhob sich langsam. »Frau Brunner«, sagte Richterin Müller, ihre Stimme hallte leicht im hohen Raum. »Ich sehe, Sie sind allein. Warten Sie auf Ihren Anwalt?« Lena räusperte sich. Ihre Stimme war leise und zitterte leicht. »Ja, Euer Ehren. Er sollte jeden Moment hier sein.« Urs stieß ein theatralisches, lautes Schnauben aus. Er bedeckte seinen Mund mit der Hand, aber der Laut war unverkennbar. Die Augen von Richterin Müller ruhten auf Urs. »Gibt es etwas Lustiges, Herr Brunner?« Dr. Lorenz Meyer erhob sich sofort und legte eine Hand auf Urs Schulter, um ihn zu beruhigen. »Verzeihen Sie, Euer Ehren. Mein Klient ist einfach frustriert.
Dieser Prozess hat sich in die Länge gezogen und hat erhebliche Auswirkungen. Kontrollieren Sie die Frustration Ihres Klienten, Herr Dr. Meyer, warnte die Richterin. Sie wandte sich an Lena. Frau Brunner, die Anhörung hat vor 5 Minuten begonnen. Sie kennen die Regeln. Wenn mein Anwalt nicht anwesend ist, liegt das daran, dass er unterwegs ist, beharrte Lena. Ihre Stimme hob sich. Es gab Stau. Stau, murmelte Urs, beugte sich vor, damit seine Stimme über den Gang zu hören war. Oder vielleicht war der Scheck nicht gedeckt? Lena. Oh, Moment, Sie können keinen Scheck mehr ausstellen. Ich habe die Karten heute Morgen gekündigt. Herr Brunner, die Richterin schlug mit ihrem Hammer. Ein weiterer Ausbruch, und ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts anklagen. Meine Entschuldigung, Euer Ehren, sagte Urs, stand auf und knöpfte seine Jacke zu, während er Demut vortäuschte. Ich möchte nur fair sein. Meine Frau ist offensichtlich verwirrt. Sie versteht die Komplexität des Gesetzes nicht. Sie hat keine Einkünfte oder Ressourcen. Letzte Woche habe ich ihr eine großzügige Einigung angeboten, 50.000 CHF und den Mercedes E-Klasse von 2018. Sie lehnte ab. Urs wandte sich Lena mit kalten, toten Augen zu. Ich habe versucht zu helfen, Lena, aber du hast darauf bestanden. Jetzt sieh dich an, wie du da sitzt ohne etwas. Du hast keinen Anwalt, weil niemand einen Wohltätigkeitsfall will. Herr Dr. Meyer, kontrollieren Sie Ihren Klienten, schnappte Richterin Müller. Euer Ehren, intervenierte Dr. Lorenz Meyer sanft. Obwohl die Leidenschaft meines Klienten bedauerlich ist, ist sein Argument gültig. Wir verschwenden die Zeit des Gerichts. Frau Brunner hat offensichtlich keine Vertretung erhalten. Gemäß dem Präzedenzfall Muster gegen Kanton Zürich beantragen wir, sofort mit einem Versäumnisurteil über die Güterteilung fortzufahren. Sie hatte Monate Zeit zur Vorbereitung. Richterin Müller blickte Lena an. Sie wirkte müde. Frau Brunner, Herr Dr. Meyer hat technisch gesehen recht. Die Zeit des Gerichts ist wertvoll. Wenn Sie jetzt keinen Anwalt präsentieren können, muss ich annehmen, dass Sie sich selbst vertreten, angesichts der Komplexität der forensischen Buchhaltung, die das Vermögen Ihres Mannes betrifft. Das wäre unklug. Ich vertrete mich nicht selbst, sagte Lena, ihr Blick fest auf die doppelten Mahagonitüren am Ende des Saales gerichtet. Bitte, nur noch 2 Minuten. Sie schindet Zeit, zischte Urs. Sie hat niemanden. Ihr Vater war Mechaniker und all ihre Freunde sind Hausfrauen aus den Vororten. Wen will sie denn anrufen? Die Geisterjäger? Urs lachte wieder, ein grausames, spöttisches Geräusch. Er fühlte sich unbesiegbar. Als er Lena ansah, die Frau, der er geschworen hatte, sie zu lieben und zu respektieren, sah er nur ein Hindernis, das er gleich zerschmettern würde. Er wollte sie demütigen. Er wollte, dass sie wusste, dass es der größte Fehler ihres Lebens gewesen war, ihn zu verlassen. Lorenz drängte. Die Gelegenheit spürend, sie zu vernichten. Ich beantragte, Ihren Antrag auf Vertagung abzulehnen. Beenden wir diese Farce. Richterin Müller seufzte. Sie nahm ihren Hammer. Frau Brunner, es tut mir leid. Wir können nicht länger warten. Wir werden mit der Verhandlung fortfahren. Die doppelten Türen am Ende des Saales flogen auf. Sie öffneten sich mit solcher Wucht, dass die Rahmen vibrierten. Das Geräusch hallte wie ein Schuss. Alle drehten sich um. Urs drehte sich auf seinem Stuhl um, genervt von der Unterbrechung. Doktor, Lorenz Meyer runzelte die Stirn, den Stift über seinem Notizblock schwebend. Der Saal versank in fassungsloser Stille. In der Tür stand kein schäbiger Pflichtverteidiger. Es war kein billiger Einkaufszentrumanwalt. Dort stand eine Frau, die um die 60 zu sein schien. Ihre Haltung war so steif wie ein Stahlträger. Sie trug einen maßgeschneiderten weißen Anzug, der mehr kostete als Urs gesamte Garderobe. Ihr silbernes Haar war in einem präzisen, markanten Bob geschnitten. Sie trug eine dunkle Sonnenbrille, die sie langsam abnahm, um durchdringende, eisblaue Augen zu enthüllen, die schon Nationalräte und Konzernchefs angestarrt hatten. Hinter ihr gingen 3 junge Anwälte, alle mit dicken Lederaktentaschen, in V-Formation, wie Kampfflugzeuge, die einen Bomber eskortierten. Die Frau eilte nicht. Sie schritt den Mittelgang entlang, und das Klackern ihrer Schuhe klang wie ein Metronom, das die verbleibende Zeit von Urs Brunner auf Erden zählte. Dr. Lorenz Meyer, der Metzger vom Paradeplatz, ließ seinen Stift fallen. Er öffnete leicht den Mund. Sein Gesicht, normalerweise eine Maske der Arroganz, erbleichte. »Nein«, flüsterte Lorenz. Seine Stimme zitterte vor echter Emotion. »Das ist unmöglich.« »Wer ist das?« fragte Urs, verwirrt über die Reaktion seines Anwalts. »Es ist Ihre Mutter. Lenas Mutter ist tot. Sie sagte, sie sei weise.« Die Frau erreichte den Verteidigungstisch. Sie sah Lena nicht an. Sie sah auch nicht die Richterin an. Stattdessen drehte sie sich langsam um
und blickte direkt auf Urs Brunner, der schwitzte. Sie lächelte, aber es war kein angenehmes Lächeln. Es war die Art von Lächeln, die ein Hai aufsetzt, bevor er eine Robbe in die Tiefe zieht. »Entschuldigen Sie meine Verspätung«, sagte sie. Ihre Stimme war sanft und kultiviert und drang in jeden Winkel des Saales ohne Mikrofon. »Ich musste mehrere Anträge beim Bundesgericht bezüglich Ihrer Finanzen einreichen, Herr Brunner. Es dauerte länger als erwartet, alle Ihre Auslandskonten aufzulisten.« Urs erstarrte. Richterin Müller lehnte sich mit weit aufgerissenen Augen vor. »Frau Rechtsanwältin, nennen Sie Ihren Namen zur Niederschrift.« Die Frau legte eine Visitenkarte mit goldenen Prägebuchstaben auf den Tisch des Stenografen. Sie wandte sich an die Richterin. »Katharina Steiner«, sagte sie, Seniorpartnerin und Geschäftsführerin von Steiner, Partner AG aus Zürich. »Ich vertrete hier die Angeklagte.« Sie pausierte, blickte dann wieder Urs an und fügte hinzu, »Ich bin auch Ihre Mutter.« Die Stille nach ihrer Vorstellung war absolut. Es war die Art von Stille, die oft auf eine Bombenexplosion folgt. Urs Brunner blinzelte und versuchte, die Information zu verarbeiten. »Mutter«, stammelte er und blickte die imposante Frau in Weiß an und dann seine zitternde Frau. »Lena, du hast gesagt, deine Mutter sei. Du hast gesagt, sie sei verstorben?« Lena blickte endlich auf, ihre Augen feucht, aber das Kinn hoch. »Ich sagte, sie sei aus meinem Leben verschwunden, Urs. Ich sagte nicht, sie sei tot. Wir waren bis gestern entfremdet.« »Entfremdet«, wiederholte Katharina Steiner und sprach das Wort aus, als wäre es ein Urteil. Sie umrundete den Verteidigungstisch und setzte sich auf den Stuhl neben Lena. Sie umarmte ihre Tochter nicht. Noch nicht. Das war eine Geschäftsangelegenheit. Sie ließ eine schwere Aktentasche auf den Tisch fallen und schnappte die Verschlüsse auf. Lena verließ unser Haus vor 20 Jahren, um dem Druck unserer Welt zu entkommen. Sie wollte ein einfaches Leben. Sie wollte geliebt werden für das, was sie war, nicht für ihre Verbindung zum Namen Steiner. Katharina räusperte sich und richtete ihren Blick auf Dr. Lorenz Meyer. Der gegnerische Anwalt versuchte, sich auf seinem Stuhl kleiner zu machen. »Hallo, Lorenz«, sagte Katharina freundlich. »Ich habe Sie seit dem Prozess um die Nestlé-Pharma-Fusion im Jahr 2015 nicht mehr gesehen. Damals waren Sie kaum ein Junioranwalt und haben den richtigen Anwälten den Kaffee gebracht, nicht wahr?« Lorenz räusperte sich und errötete tief. »Frau Dr. Steiner, es ist eine Ehre. Ich wusste nicht, dass Sie in Zürich zugelassen sind.« »Ich bin zugelassen in Zürich, Bern, Genf und vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag«, antwortete sie, ohne den Blick abzuwenden. »Normalerweise kümmere ich mich um Verfassungsrecht und millionenschwere Unternehmensfusionen. Doch als meine Tochter mich weinend anrief und mir erzählte, dass ein Marketingmanager auf mittlerer Ebene mit Napoleon-Komplex sie belästigte, nahm ich ihren Fall an.« Katharina pausierte und ließ die Beleidigung wirken. »Ich beschloss, eine Ausnahme zu machen.« »Protest«, rief Urs und stand auf. Die Panik begann ihn zu ergreifen. »Persönlicher Angriff. Wer glaubt sie, dass sie ist?« »Setzen Sie sich, Herr Brunner«, bellte Richterin Müller. Die Richterin blickte Katharina mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Furcht an. Jeder in der Rechtswelt kannte Katharina Steiner. Sie war als der eiserne Hammer von Zürich bekannt. Sie hatte 14 Fälle vor dem Schweizer Bundesgericht vertreten und 12 gewonnen. Sie war ein Mythos. »Frau Dr. Steiner«, sagte Richterin Müller respektvoll, »Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wir befinden uns mitten in einer Anhörung zur Güterteilung. Herr Doktor, Meyer hat einen Antrag auf Versäumnisurteil gestellt.« »Ja, diesen Antrag habe ich gesehen«, sagte Katharina und räusperte sich, während sie eine Akte aus ihrer Aktentasche zog. Er war hübsch, nachlässig, aber hübsch. Sie stand auf, ging zur Richterbank und übergab dem Gerichtsvollzieher einen dicken Stapel Dokumente, damit er sie der Richterin gab. Sie ließ einen doppelten Stapel mit einem lauten Knall auf den Tisch von Dr. Lorenz Meyer fallen. »Herr Dr. Meyer behauptet, meine Klientin habe keine Vermögenswerte oder Vertretung. Das ist jetzt irrelevant. Außerdem behauptet Herr Brunner, die fraglichen Vermögenswerte, das Penthouse an der Bahnhofstraße, das Ferienhaus in Verbier und das UBS, Credit Suisse Portfolio, seien sein ausschließliches Eigentum, geschützt durch einen vor 7 Jahren unterzeichneten Ehevertrag. »Dieser Ehevertrag ist unwiderruflich«, rief Urs. »Sie bekommt nichts, sie hat unterschrieben.« Katharina wandte sich Urs zu. Sie nahm ihre Brille wieder ab. »Herr Brunner, wissen Sie, wer die Standardvorlage der Klausel für ehelichen Zwang entworfen hat, die in Zürich verwendet wird?« Urs blinzelte. »Ich tat es«, sagte Katharina leise. 1998 habe ich die Gesetzgebung entworfen, die definiert, was Zwang bei der Unterzeichnung eines Ehevertrags darstellt.
Sie schlug das Dokument auf Meyers Tisch. Gemäß der eidesstattlichen Erklärung, die meine Tochter heute Morgen abgegeben hat, haben Sie gedroht, Ihre Katze zu töten und ihr den Zugang zu den Geldern für das Altersheim Ihrer kranken Großmutter zu sperren. Wenn sie dieses Papier in der Nacht vor der Hochzeit nicht unterschreibt. Der Saal schnappte nach Luft. Das ist eine Lüge, rief Urs. Sein Gesicht war purpurrot. Sie ist eine Lügnerin. Wir haben auch die Textnachrichten von dieser Nacht, fuhr Katharina fort und erhob ihre Stimme gerade so weit, um seine Schreie zu übertönen. Sie wurden vom Cloud-Server wiederhergestellt, den Sie für gelöscht hielten. Beweis C. Euer Ehren. Richterin Müller blätterte zu Beweis C und zog die Augenbrauen hoch. Dr. Lorenz Meyer blätterte hektisch durch die Seiten. Schweiß perlte auf seiner Stirn. Euer Ehren, wir hatten keine Zeit, diese Beweismittel zu prüfen. Das ist ein Überfall. Ein Überfall? Lachte Katharina. Es war ein furchterregendes Geräusch. Herr Doktor Meyer, Sie haben versucht, ein Versäumnisurteil gegen eine Frau ohne Anwalt zu erwirken, während Ihr Klient Sie ins Gesicht verspottete. Sie können sich nicht über Fairness beschweren. Lassen Sie uns nun über die Finanzen sprechen. Katharina wandte sich der Galerie zu und sprach in den Raum, als würde sie Studenten eine Vorlesung halten. Herr Brunner behauptet, sein Nettovermögen betrage rund 8 Millionen CHF, eine respektable Summe für einen Mann mit seinem begrenzten Talent. Urs schien kurz vor einem Herzinfarkt zu stehen. Doch, sagte Katharina und zog einen zweiten, dickeren Ordner hervor. Mein Team von forensischen Buchhaltern, die normalerweise Terrorismusfinanzierungen für die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA, verfolgen, hat die letzten 12 Stunden damit verbracht, das komplexe Netzwerk von Scheinfirmen zu verfolgen, das Herr Brunner auf den Kanalinseln und in Panama gegründet hat. Sie ließ den zweiten Ordner fallen. Bumm! Es scheint, Euer Ehren, dass Herr Brunner seit 5 Jahren Ehevermögen an eine Holdinggesellschaft namens Alpha Ventures umleitet. Der gesamte versteckte Betrag beträgt nicht 8 Millionen CHF. Katharina beugte sich zu Urs, ihr Gesicht nur wenige Zentimeter von seinem entfernt. Es sind 24 Millionen CHF. Da Sie dies in Ihrer finanziellen Erklärung, die Sie heute Morgen unter Eid unterschrieben haben, nicht offengelegt haben. Urs sank in seinen Stuhl. Er sah Lorenz an. Tu etwas, zischte er. Lorenz Meyer blickte die Dokumente an. Er blickte die Richterin an, die Urs mit brennender Intensität ansah. Dann blickte er Katharina Steiner an, die sich ihre frisch lackierten Nägel ansah. Ich brauche eine Pause, sagte Lorenz heiser. Antrag abgelehnt, sagte Richterin Müller sofort. Ich möchte mehr über diese Konten auf den Kanalinseln erfahren, Frau Doktor. Steiner, fahren Sie bitte fort. Katharina strich ihren Rock glatt. Danke, Euer Ehren. Aber bevor wir zum Betrug kommen, möchte ich die Verspottungen ansprechen, die meine Klientin erdulden musste, weil sie keinen Anwalt hatte. Katharina ging zu Lena und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Zum ersten Mal sah Lena ihre Mutter an und lächelte. Ein echtes, hoffnungsvolles Lächeln. Urs, sagte Katharina in einem vertrauten, fast intimen Tonfall. Sie haben meine Tochter verspottet, weil sie dachten, sie sei schwach. Sie taten es, weil sie gutherzig ist, wehrlos. Sie verwechselten ihr Schweigen mit Kapitulation. Katharina wandte sich an den Gerichtsschreiber. Zur Niederschrift. Grace Brunner wird jetzt von Katharina Steiner vertreten. Ich bin nicht hier, um eine Einigung auszuhandeln, Herr Doktor Meyer. Sie blickte Urs mit kalten, harten Augen an. Ich bin hier, um alles zu nehmen. Das Haus, die Autos, das versteckte Geld, den Ruf. Ich werde ihr Leben Schicht für Schicht auseinandernehmen, bis sie genau dasselbe haben, was sie meiner Tochter hinterlassen wollten. Nichts, Herr Doktor Meyer, sagte Katharina und zeigte auf die Richterbank. Ihr Zeuge. Die Atmosphäre im Gerichtssaal hatte sich verändert. Sie war nicht mehr abgestanden, sie war elektrisch. Die wenigen Zuschauer, im hinteren Teil, meist gelangweilte Praktikanten und Rentner, lehnten sich jetzt mit ihren Telefonen vor und schrieben ihren Freunden, dass im Saal 304 etwas Wichtiges passierte. Richterin Müller rieb sich die Schläfen. Herr Dr. Meyer, wünschen Sie, den Zeugen zu befragen? Nun, ich nehme an, es gibt noch keine Zeugen, Frau Dr. Steiner. Sie haben das Wort. Danke, Euer Ehren, sagte Katharina aufrecht. Ich rufe Urs Brunner als feindlichen Zeugen in den Zeugenstand. Urs erstarrte. Er sah Dr. Schaar, Lorenz Meyer an. Muss ich das? Sie sind der Kläger, zischte Lorenz rau und wischte sich den Schweiß von der Oberlippe. Gehen Sie rauf, und um Himmels willen lügen Sie nicht. Sie weiß alles. Urs ging zum Zeugenstand. Seine Beine fühlten sich schwer an. Er setzte sich, und der Gerichtsvollzieher nahm ihm den Eid ab.
Er blickte in den Gerichtssaal und versuchte, seine Fassung wieder zu gewinnen. Urs Brunner war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war der Mann, der Geschäfte abschloss. Diese alte Frau bluffte nur. Katharina ging zum Zeugenstand, räusperte sich, sie hatte keine Papiere mitgebracht. Sie legte die Hände auf das Holz und sah ihn an. »Herr Brunner«, begann sie mit einer täuschend leichten Stimme, »reden wir über den Stau, den Sie vorhin erwähnt haben. Den Stau, der meine Tochter aufgehalten hat.« Urs höhnte nervös. »Das war eine Redensart. Sie ist immer zu spät. Sie ist unorganisiert.« »Unorganisiert?« wiederholte Katharina. »Deshalb haben Sie sich um alle Finanzen in der Ehe gekümmert, weil Lena zu unorganisiert war, um Zahlen zu verstehen?« »Genau«, sagte Urs und gewann an Selbstvertrauen. »Lena ist eine Träumerin. Sie malt. Sie arbeitet ehrenamtlich im Tierheim. Sie versteht nichts von Rendite oder Kapitalpositionen. Ich habe alles getan, um unsere Zukunft zu schützen.« »Um Ihre Zukunft zu schützen«, nickte Katharina. »Deshalb haben Sie am 14. März dieses Jahres eine Wohnung in Lugano gekauft, die auf den Namen Brunner Holdings AG läuft.« Urs blinzelte. »Das war eine Investition für das Portfolio.« »Wie merkwürdig«, sagte Katharina. »Laut den Kreditkartenabrechnungen, die mit dieser Immobilie verbunden sind, Abrechnungen, die sie zu zerstören versuchten, hat Ihr armer, überarbeiteter Assistent, Herr Huber, vergessen, sie aus dem digitalen Papierkorb zu löschen. Haben Sie Möbel für ein Kinderzimmer gekauft?« Lena schnappte im Publikum nach Luft. Sie legte die Hand vor den Mund. Urs erbleichte. »Um den Wiederverkaufswert zu steigern.« »Steigern?«, sagte Katharina und kam näher. »Und das Diamantarmband, gekauft bei Bucherer an der Bahnhofstraße 3 Tage später, war das auch zur Verkaufssteigerung? Oder war es für die Frau, die in der Wohnung lebte? Protest.« »Doktor.« Lorenz Meyer stand auf, obwohl er überall anders sein wollte als hier. »Relevanz, Euer Ehren. Die Schweiz erlaubt die Scheidung ohne Verschulden. Untreue beeinflusst die Güterteilung nicht. Doch, wenn Ehegelder zur Erleichterung verwendet wurden, tut sie das sehr wohl.« Richterin Müller urteilte und verengte die Augen zu Urs. »Beantworten Sie die Frage, Herr Brunner.« Urs klammerte sich am Geländer des Zeugenstandes fest. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Katharina lächelte. Es war das Lächeln eines Raubtiers, das Blut geleckt hatte. »Sie wissen es nicht. Gut, lassen wir die Geliebte für einen Moment beiseite. Wir kommen später zu Anja zurück.« Urs zuckte beim Namen zusammen. »Sprechen wir nun über Ihre Firma, Alpha Ventures.« Katharina fuhr fort. »Sie haben in Ihrer Erklärung geschworen, dass Ihre Einnahmen im letzten Jahr 400.000 CHF betrugen.« »Das stimmt«, sagte Urs schnell. »Der Markt war schlecht.« »Der Markt war schlecht?«, spottete Katharina. Sie wandte sich zum leeren Geschworenenstuhl, da es ein Einzelrichterverfahren war. Dann wandte sie sich der Richterin zu. »Euer Ehren, ich habe hier die Bankunterlagen der First National Bank von Liechtenstein. Sie zeigen eine Überweisung von 2 Millionen CHF auf ein von Alpha Ventures kontrolliertes Konto. Am selben Tag, an dem Herr Brunner behauptete, der Markt sei schlecht. Sie hob ein Blatt Papier hoch. Hier ist der Beleg für die Abhebung. Herr Brunner, können Sie dem Gericht sagen, wofür Sie diese 2 Millionen CHF verwendet haben?« Urs blieb stumm. Sein Hals war trocken. »Ich helfe Ihnen«, sagte Katharina. »Sie haben Kryptowährungen gekauft«, sagte Katharina. »Konkret haben Sie eine nicht nachvollziehbare Währung gekauft, die Sie auf einer Cold-Storage-Festplatte gespeichert haben. Diese Festplatte befindet sich derzeit in Schließfach Nummer 404 Zoll der UBS-Filiale am Paradeplatz.« Urs schnappte nach Luft. »Wie? Wie? Ich bin Katharina Steiner«, sagte sie einfach. »Geld finden ist das, was ich tue.« »Nun, hier ist das Problem, Urs. Sie haben diese 2 Millionen CHF nicht deklariert. Sie haben die Kryptowährung nicht deklariert und Sie haben es Ihrer Frau schon gar nicht erzählt.« Katharina beugte sich zu ihm und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern, das im stillen Raum widerhallte. »Sie haben meine Tochter verspottet, weil sie keinen Anwalt hatte. Sie dachten, sie sei dumm. Aber das Einzige, was hier dumm ist, Urs, ist zu denken, Sie könnten 2 Millionen CHF stehlen, in einem Schließfach verstecken, Ihre Freundin in Lugano herumführen und meine Tochter Gutscheine ausschneiden lassen, um Essen zu kaufen. Ich habe es nicht gestohlen«, rief Urs und brach unter dem Druck zusammen. »Es ist mein Geld. Ich habe es verdient.« Sie saß zu Hause und malte dumme Bilder. Sie trug nichts bei. Warum sollte sie die Hälfte meines Einfallsreichtums bekommen? Der Saal verstummte. Richterin Müller blickte Urs mit reinem Ekel an. »Herr Brunner, Sie haben gerade zugegeben, dass das Geld existiert und dass Sie es absichtlich versteckt haben, um zu verhindern, dass Ihre Frau ihren gerechten Anteil erhält.« Urs blickte die Richterin an und dann Lorenz.
Lorenz hatte sein Gesicht in den Händen vergraben. »Ich«, stammelte Urs. »Keine weiteren Fragen an diesen Zeugen«, sagte Katharina und drehte ihm den Rücken zu. Sie räusperte sich, ging zum Tisch zurück und setzte sich neben Lena. Lena weinte still. Katharina streckte die Hand aus und nahm die Hand ihrer Tochter und drückte sie fest. »Alles ist gut«, flüsterte sie. »Es ist vorbei.« Dr. Lorenz Meyer war ein Mann, der auf seine Überlebensfähigkeit stolz war. Er hatte 20 Jahre lang die tückischen Gewässer der Zürcher High Society Scheidungen navigiert. Er wusste, wann er kämpfen, wann er sich einigen und, was am wichtigsten war, wann er Ballast abwerfen musste, um seinen eigenen Hals zu retten. Als Urs Brunner, der aussah, als hätte er 12 Runden mit einem Schwergewichtsboxer gekämpft, taumelnd vom Zeugenstand herunterkam, machte Lorenz bereits mentale Berechnungen. Urs hatte gerade öffentlich Meineid und Betrug zugegeben. Die Richterin war wütend. Am anderen Ende des Ganges saß Katharina Steiner, eine Frau mit der Macht, diesen Fall nicht nur zu gewinnen, sondern auch standesrechtliche Beschwerden einzureichen, die Lorenz seine Lizenz kosten könnten. »Lorenz«, zischte Urs, als er in seinen Stuhl sank. »Regel das. Tu etwas. Wende dich gegen die Beweise der Festplatte. Sag, dass sie illegal erlangt wurden.« Lorenz sah seinen Klienten nicht an. Er begann, seine Aktentasche einzusammeln. »Was tun Sie?«, fragte Urs panisch. Lorenz stand auf, knöpfte seine Jacke zu. »Euer Ehren«, sagte Lorenz mit fester Stimme. »Ich muss an dieser Stelle respektvoll beantragen, mich als Anwalt des Klägers Herrn Brunner zurückzuziehen.« Urs Augen traten aus den Höhlen. »Was? Sie können nicht kündigen. Ich habe Ihnen 50.000 CHF im Voraus bezahlt.« »Herr Brunner«, sagte Richterin Müller und blickte über ihre Brille. »Wir befinden uns mitten in einer Anhörung. Das ist sehr unüblich. Euer Ehren«, fuhr Lorenz fort und wählte seine Worte sorgfältig, um das Mandatsgeheimnis nicht zu verletzen und seinen eigenen Hals zu retten. »Es ist ein ethischer Konflikt entstanden, der mich daran hindert, diesen Klienten weiterhin zu vertreten. Als Gerichtsbeamter kann ich keinen Meineid begehen. Basierend auf der Aussage, die mein Klient gerade gemacht hat, würde die Fortsetzung seiner Vertretung meine beruflichen Pflichten gefährden. Übersetzung: Er hat gelogen, er wurde erwischt, und ich werde nicht mit ihm untergehen.« »Feigling«, schrie Urs, sprang auf Lorenz zu und packte den Anwalt am Revers. »Ich bezahle Sie, Sie arbeiten für mich. Wachtmeister«, rief Richterin Müller. Wachtmeister Schneider bewegte sich mit überraschender Geschwindigkeit für einen stämmigen Mann. Er packte Urs am Rücken seines teuren Anzugs und drückte ihn auf seinen Stuhl. »Setzen Sie sich hin und schweigen Sie, oder Sie landen in einer Arrestzelle«, knurrte Schneider. Urs setzte sich, keuchend und mit schiefer Krawatte. Er blickte sich um. Er war allein, völlig allein. Richterin Müller blickte Lorenz an. »Herr Dr. Meyer, ich werde Ihnen den Rücktritt zu diesem Zeitpunkt nicht gewähren. Sie werden dort sitzen bleiben und sicherstellen, dass die Rechte Ihres Klienten geschützt werden, bis diese Anhörung abgeschlossen ist. Danach können Sie die Anträge stellen, die Sie wünschen, aber Sie verlassen diesen Saal nicht.« Lorenz zeigte ein enttäuschtes Gesicht, nickte aber. »Ja, Euer Ehren.« Er setzte sich und schob seinen Stuhl einen halben Meter von Urs weg. Katharina Steiner beobachtete diese Szene mit kalter Gleichgültigkeit. Sie stand wieder auf. »Euer Ehren«, sagte sie, »da der Anwalt von Herrn Brunner immer noch anwesend ist, wenn auch widerwillig, möchte ich meinen nächsten Zeugen aufrufen. Dieser Zeuge bezieht sich auf den Charakter von Herrn Brunner, insbesondere in Bezug auf seinen Antrag auf Unterhalt, den er übrigens die Frechheit besaß, gegen meine Tochter einzureichen.« »Rufen Sie Ihren Zeugen auf«, sagte die Richterin mit erschöpftem Ton. »Ich rufe Anja Brunner auf«, sagte Katharina. Urs hob den Kopf abrupt. »Nein«, flüsterte er, »das würde sie nicht tun.« Die Türen am Ende des Saales öffneten sich wieder. Eine junge Frau trat ein. Sie war unglaublich schön und trug ein schlichtes marineblaues Kleid. Sie wirkte verängstigt. Sie ging an Urs vorbei, ohne ihn anzusehen. Urs räusperte sich und streckte die Hand aus. »Anja, Schatz, nein.« Sie wich ihm aus, als wäre er radioaktiv. Anja stieg in den Zeugenstand und legte den Eid ab. »Frau Brunner«, sagte Katharina sanft. »Danke, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, das ist schwierig. Könnten Sie dem Gericht Ihre Beziehung zum Kläger Urs Brunner schildern?« Anja atmete zitternd ein. Ich war seine Freundin in den letzten 2 Jahren. »Hat er mit Ihnen über seine Frau Lena gesprochen?« fragte Katharina. »Ja«, sagte Anja. Ihre Stimme wurde fester. »Er sagte, sie sei verrückt. Er sagte,
sie sei eine Last. Sie pausierte und blickte Lena mitleidig an. Er sagte, er würde sie vor Gericht vernichten. Er prahlte damit. Er sagte, er würde sie mittellos zurücklassen, nur zum Spaß. Er nannte es, den Müll rauszubringen. Lena bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und begann still zu schluchzen. Er sagte, er hätte einen Anwalt, der ein Killer sei, und Lena sei zu dumm, sich zu wehren. Er sagte, er würde sie obdachlos machen, damit sie kriechend zurückkommen müsste, um ihn um Hilfe anzuflehen, fuhr Anja fort und hob ihre Stimme. Er sagte, er wolle sie besitzen. Katharina ließ die Worte in der Luft schweben. Sie waren schrecklich, sie waren grausam, sie waren auch der letzte Nagel in Urs Sarg. »Danke, Frau Brunner«, sagte Katharina leise. »Keine weiteren Fragen.« Katharina wandte sich an Dr. Lorenz Meyer. »Kreuzverhör?« Er blickte Urs an, der besiegt auf den Tisch starrte. Er blickte die Richterin an. »Keine Fragen, Euer Ehren.« Richterin Müller nahm ihre Brille ab und putzte sie langsam mit einem Mikrofasertuch. Sie sah nicht auf die Papiere vor sich, sie sah Urs Brunner an. »Herr Brunner«, begann die Richterin mit gefährlich leiser Stimme. »In meinen 20 Jahren auf der Richterbank habe ich wirklich verachtenswertes Verhalten gesehen. Ich habe Leute um Hunde, Besteck und Kinder streiten sehen. Aber selten habe ich eine solche Arroganz und Bösartigkeit erlebt.« Urs hob den Blick nicht. »Sie betraten meinen Saal«, fuhr die Richterin fort und erhob ihre Stimme. »Sie betraten meinen Saal und verspotteten den Gerichtsprozess. Sie verspotteten ihre Frau. Sie versuchten, dieses Gericht zu nutzen, um eine Frau zu missbrauchen, die sie zu schützen versprochen hatten. Sie haben Meineid begangen. Sie haben Betrug begangen.« Die Richterin wandte sich Lena zu. »Frau Brunner, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Das Gericht hätte Sie früher schützen sollen.« Lena nickte und wischte sich die Augen. Katharina legte einen Arm um sie. »Doch jetzt bin ich in der Lage, das wieder gut zu machen«, sagte Richterin Müller und setzte ihre Brille wieder auf. Sie nahm ihren Stift. »Ich werde sofort eine vorläufige Entscheidung erlassen. Das endgültige Urteil wird ergehen, sobald das Team von Frau Dr. Steiner eine vollständige forensische Prüfung der Vermögenswerte von Herrn Brunner abgeschlossen hat.« »Herr Brunner, jeden Rappen!« Als nächstes entschied die Richterin. »Ich friere alle Vermögenswerte ein, die Urs Brunner, Alpha Ventures und allen anderen von ihm kontrollierten Einheiten gehören. Nur Frau Brunner und ihrem Anwalt wird Zugang gewährt.« Urs stöhnte. »Zweitens gewähre ich Frau Brunner die sofortige exklusive Nutzung und den Besitz der Residenz an der Bahnhofstraße und des Anwesens in Verbier. Herr Brunner, Sie haben 2 Stunden Zeit, um zu räumen. Sie dürfen Ihre Kleidung und persönlichen Hygieneartikel mitnehmen. Das ist alles. Wenn Sie ein einziges Möbelstück, ein Gemälde oder eine Glühbirne mitnehmen, werde ich Sie verhaften lassen.« Die Richterin blickte Dr. Lorenz Meyer an und sagte, »Herr Dr. Meyer, ich werde die Abschrift der heutigen Anhörung an die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Anklagen wegen Meineids und Betrugs gegen Ihren Klienten weiterleiten und ich schlage vor, dass Sie vollumfänglich kooperieren, wenn Sie Ihre Lizenz behalten möchten.« »Ja, Euer Ehren«, antwortete Lorenz schnell. »Schließlich«, sagte die Richterin und blickte Katharina an. »Frau Dr. Steiner, was die Anwaltskosten betrifft.« Katharina lächelte. »Ja, Euer Ehren, Herr Brunner wird 100% der Anwaltskosten von Frau Brunner tragen. Angesichts Ihres Standardstundensatzes stelle ich mir vor, dass dies beträchtlich sein wird. Sehr beträchtlich.« Katharina nickte. »Sitzung vertagt«, sagte Richterin Müller und schlug mit dem Hammer. Während sich der Saal leerte, saß Urs fassungslos da, sein Leben war vorbei. In 2 Stunden war er vom Multimillionär Playboy zu einem potenziellen Kriminellen ohne Schlafplatz geworden. Er blickte auf und sah Katharina und Lena ihre Sachen einpacken. Lena wirkte anders. Sie stand aufrechter. Die Last war verschwunden. Urs stand mit zitternden Beinen auf, ging auf sie zu. »Lena«, sagte er heiser. »Lena, bitte, das kannst du nicht tun. Wohin soll ich gehen?« Lena sah ihn an. Sie wirkte nicht mehr wütend, nur besiegt. Bevor sie antworten konnte, stellte sich Katharina zwischen sie. Sie ragte über Urs auf, obwohl sie gleich groß waren. Ihre Präsenz war wie eine physische Mauer. »Herr Brunner«, sagte Katharina mit eisiger Stimme, »meine Tochter spricht nicht mit Kriminellen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, können Sie es meinem Juniorpartner sagen.« Sie zeigte auf einen der jungen Anwälte hinter ihr, einen intelligent aussehenden Mann namens Niklas. »Niklas«, sagte sie, »geben Sie Herrn Brunner Ihre Karte.« Niklas überreichte Urs eine Karte. »Nun«, sagte Katharina und nahm Lena am Arm, »gehen Sie mir aus dem Weg. Wir müssen zu einem Festessen. Ich glaube, Lena muss mit dem Malen aufholen.« Sie gingen an ihm vorbei. Lena blickte nicht zurück. Urs sah ihnen nach, wie sie weggingen.
Er beobachtete, wie sich die schweren Holztüren schlossen und sein Schicksal besiegelten. Er blickte Dr. Lorenz Meyer an, der bereits telefonierte und vermutlich seinen Anwalt anrief. Urs Brunner war allein, aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Als Katharina und Lena die Gerichtstreppen hinuntergingen und in das helle Sonnenlicht Zürichs blinzelten, hielt eine schwarze Limousine. Aber es war nicht Katharinas Auto. Das Fenster wurde heruntergelassen. Ein Mann saß auf dem Rücksitz. Er war älter, mit silbernem Haar und einem Gesicht, das wie aus Granit gemeißelt wirkte. Er sah Katharina an und dann Lena. Lena erstarrte. »Papa«, sagte Katharina und spannte sich an. Sie umklammerte ihre Aktentasche fester. »Hallo, Katharina«, sagte der Mann. Seine tiefe Stimme war auch über den Zürcher Verkehr hinweg beeindruckend. »Ich habe die Nachrichten gesehen. Der eiserne Hammer kehrt zurück. Sie haben da drinnen eine gute Show abgezogen.« »Ich habe getan, was ich tun musste, Arthur«, sagte Katharina scharf. »Ich weiß«, antwortete der Mann. Er sah Lena an. Lena lange nicht gesehen. Sie blickte ihre Mutter und den Vater an, den sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Es war der Vater, der sich auf Ures Seite gestellt hatte, als sie heirateten, weil es eine gute Geschäftsfusion war. »Was machen Sie hier?«, fragte Lena. »Ich bin hier«, sagte Arthur und öffnete die Autotür. »Weil Urs Brunner mir Geld schuldet. Viel Geld. Ich habe gehört, ihr beiden habt ihm alles weggenommen, was er hatte.« Er stieg aus dem Auto. Er war nicht da, um seine Tochter zu umarmen. Er war wegen seiner Investition hier. Katharina stellte sich wieder zwischen Lena und ihn. »Sie schuldet Ihnen nichts, Arthur. Urs Schulden sind sein Problem.« »Nicht laut den Darlehensdokumenten«, sagte Arthur und zog ein Dokument aus seiner Jacke. »Urs hat das Penthouse an der Bahnhofstraße vor 6 Monaten als Sicherheit für einen Privatkredit von meiner Firma hinterlegt. Wenn er säumig wird, was, wie ich annehme, gleich passieren wird, dann gehört diese Wohnung mir.« Lena spürte, wie der Boden unter ihren Füßen wieder schwankte. Gerade als sie dachte, sie hätte gewonnen, kam die Vergangenheit aus einer anderen Perspektive zurück, um sie zu verfolgen. Katharina räusperte sich und blickte auf das Dokument. Sie kniff die Augen zusammen und prüfte die Unterschrift. »Haben Sie dieses Darlehen mit ihm unterschrieben?«, fragte Katharina und blickte ihren Ex-Mann ungläubig an, wissend, dass er Vermögenswerte versteckte. »Geschäft ist Geschäft, Katharina«, sagte Arthur und zuckte die Achseln. »Ich wusste nicht, dass er es Ihnen verheimlichte. Ich wusste nur, dass er Geld brauchte. Ich werde die Rückzahlung des Darlehens heute einfordern.« Er sah Lena an. »Es tut mir leid, Schatz, aber diese Wohnung gehört mir. Du musst dir einen anderen Ort zum Übernachten suchen.« Lena spürte, wie ihr wieder Tränen in die Augen stiegen. Sie hatte ihr Zuhause gerade erst zurückgewonnen, nur um es ihrem Vater auf dem Parkplatz zu verlieren. Katharina blickte Arthur an, dann wieder das Dokument. Ein langsames, gefährliches Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Es war dasselbe Lächeln, das sie Urs zugeworfen hatte, kurz bevor sie ihn vernichtete. »Oh, Arthur«, Katharina kicherte boshaft. Sie hätten das Kleingedruckte der Urkunde lesen sollen, bevor sie ihm dieses Geld geliehen haben. Arthur runzelte die Stirn. »Was? Der 6. Teil wird interessant«, murmelte Katharina zu sich selbst. Der Lärm der Zürcher Straße schien zu verstummen und ließ nur die Spannung zwischen den 3 Familienmitgliedern, die auf dem Gehweg standen. Arthur stand neben seinem eleganten schwarzen Auto und hielt das Dokument, das alles, was Katharina gerade im Gerichtssaal erreicht hatte, zunichte machen konnte. Er sah seine Ex-Frau und seine Tochter an, nicht mit Zuneigung, sondern mit der kalten Berechnung eines Mannes, der ein Kassenbuch ausgleicht. »Es ist ein Standarddarlehen, Katharina«, sagte Arthur mit emotionsloser Stimme. »Urs lieh sich Millionen von CHF von meiner Private Equity Firma Alpenblick Capital. Er hinterlegte die Urkunde des Penthauses an der Bahnhofstraße als Sicherheit. Gestern versäumte er die erste Zahlung. Das Eigentum gehört mir.« Lena spürte, wie ihr die Knie versagten. Sie packte den Arm ihrer Mutter zur Unterstützung. »Ist das wahr? Kann er das tun? Papa, wie konntest du nur?« »Es ist Geschäft«, sagte Arthur. Obwohl er Lena hatte, wirkte er leicht unbehaglich. »Urs kam mit einem Geschäftsvorschlag zu mir. Ich wusste nicht, dass er sie betrog, aber Geld ist Geld. Ich kann nicht einfach 2 Millionen CHF abschreiben. Ich habe Investoren.« Katharina Steiner ließ sich nicht beirren. Sie schien auch nicht besorgt. Tatsächlich schien sie ein Lachen zu unterdrücken. Sie ging auf Arthur zu, ihre Absätze klickten rhythmisch auf dem Beton. Sie riss ihm das Dokument aus der Hand und scannte es mit millimetergenauer Präzision. Abschnitt 4. Klausel B. Las Katharina spöttisch vor. Der Darlehensnehmer bescheinigt, dass er der alleinige und unbelastete Eigentümer der Sicherheit ist.
Sie blickte Arthur über ihre Sonnenbrille hinweg an. »Haben Sie eine Titelprüfung gemacht, Arthur? Oder haben Sie einfach dem Mann vertraut, der zu viel Parfüm trägt und Sie Herr nennt?« Arthur runzelte die Stirn. »Mein Team hat eine vorläufige Prüfung durchgeführt. Urs Name steht in der Urkunde.« »Sein Name steht auf der Kopie der Urkunde, die er Ihnen gezeigt hat«, korrigierte Katharina ihn, griff in ihre Aktentasche und zog einen blauen Ordner hervor. »Aber wenn Sie die Aufzeichnungen des kantonalen Grundbuchamtes ordnungsgemäß geprüft hätten, hätten Sie die 2018 eingereichte Änderung gesehen.« Sie reichte Arthur den Ordner. Im Jahr 2018, als Lena schwanger war, bevor sie eine Fehlgeburt erlitt, überzeugte ich Urs, das Eigentum in einen Familientreuhandfonds zu übertragen, um es vor Steuerverbindlichkeiten zu schützen, erklärte Katharina und räusperte sich. Er stimmte zu, weil er gierig ist und Steuern hasst, aber er las die Statuten des Fonds nicht. Katharina lächelte, und es war das Furchterregendste, was Lena je gesehen hatte. Der Treuhandfonds sieht vor, dass die Unterschrift beider Begünstigten erforderlich ist, um das Eigentum als Sicherheit zu verwenden. Lena hat ihren Darlehensvertrag nie unterschrieben, nicht wahr, Arthur? Arthur blickte auf das Dokument in seiner Hand. Er blickte auf die Unterschriftenzeile. Dort war eine Unterschrift, die Lena Brunners ähnelte, aber sie war zittrig. »Er hat sie gefälscht«, flüsterte Lena und erkannte die Tiefe von Urs Verrat. »Er hat meine Unterschrift gefälscht.« Katharina nickte. »Genau. Also Arthur, hier ist Ihr Dilemma. Sie haben einen Darlehensvertrag, der auf einer gefälschten Unterschrift basiert und eine Immobilie IM Treuhandfonds betrifft. Das macht den Vertrag null und nichtig.« Arthurs Gesicht nahm den gleichen Grauton wie der Gehweg an. »Wenn der Vertrag null und nichtig ist, dann habe ich keine Rechte an der Wohnung.« »Richtig?«, sagte Katharina fröhlich. »Und das bedeutet, Sie haben derzeit 2 Millionen CHF ohne jede Sicherheit verloren.« »Dieser Mistkerl«, knurrte Arthur und zerknüllte das Papier in seiner Faust. »Er hat mich betrogen. Er hat seinen eigenen Schwiegervater betrogen.« »So ist es«, nickte Katharina. »Und wenn Sie versuchen, Lena zu vertreiben, werde ich Alpenblick Capital wegen missbräuchlicher Kreditvergabe und Annahme gefälschter Dokumente verklagen. Ich werde Ihr Unternehmen in einen Rechtsstreit verwickeln. Es werden Ihre Enkel sein, die den Fall noch lange nach Ihnen lösen müssen.« Sie kam näher und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. »Oder Sie tun einmal in Ihrem elenden Leben das Richtige.« Arthur blickte Katharina an und dann Lena. Er sah die erwachsene Frau, zu der seine Tochter geworden war. Er sah die Stärke ihres Kiefers, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Nicht von ihm. »Was wollen Sie?«, fragte Arthur. »Gehen Sie«, sagte Katharina. »Gehen Sie Urs persönlich an, um die Schulden einzutreiben. Pfänden Sie sein Gehalt. Nehmen Sie ihm die Uhr ab. Das ist mir egal, aber die Wohnung bleibt bei Lena. Und entschuldigen Sie sich bei ihr.« Arthur zögerte. Er war ein stolzer Mann, aber er war auch ein Geschäftsmann, der wusste, wann er geschlagen war. Er seufzte. Ein langes, entmutigendes Geräusch. Er wandte sich Lena zu. »Lena«, sagte er heiser, »ich wusste nichts von der Fälschung. Ich hätte keine Geschäfte mit ihm machen sollen. Es tut mir leid.« Lena sah ihren Vater an. Vor Jahren hätte sie ihn um seine Zustimmung angefleht. Jetzt empfand sie nur noch ein entferntes Mitleid für ihn. »Es ist in Ordnung, Papa«, sagte sie leise. »Sie können jetzt gehen. Ich habe einen Termin zum Mittagessen mit meinem Anwalt.« Arthur nickte steif einmal. Er stieg wieder in sein Auto. Die Tür schloss sich mit einem Knall und das Auto reihte sich in den Verkehr ein und verschwand in der Stadt. Katharina sah ihm nach, wie er wegfuhr, und schüttelte sich dann die Hände, als hätte sie gerade den Müll rausgebracht. »Nun«, sagte Katharina und wandte sich Lena mit einem warmen, aufrichtigen Lächeln zu. »Das ist erledigt. Reden wir jetzt über das Mittagessen. Ich bin hungrig. Und ich glaube, wir haben 20 Jahre aufzuholen.« Lena sah ihre Mutter an. Die Frau, die sie gefürchtet und vor der sie geflohen war, hatte ihr gerade das Leben gerettet. Lena trat vor und umarmte Katharina. Katharina spannte sich einen Moment lang an. Sie war Umarmungen nicht gewohnt. Dann entspannte sie sich und umarmte ihre Tochter fest. »Ich habe dich vermisst, Mama«, sagte Lena und räusperte sich an ihrer Schulter. »Ich weiß«, flüsterte Katharina, ihre Stimme voller Emotionen. »Ich habe dich auch vermisst, Schatz. Diesmal gehe ich nirgendwo hin.« 3 Monate später war die Zürcher Galerie am Löwenbräu-Kunst überfüllt. Kellner zirkulierten mit Tabletts voller Champagner und Canapés. Die Beleuchtung war perfekt und beleuchtete die großen, lebendigen Leinwände, die an den weißen Wänden hingen. Die Ausstellung trug den Titel »Wiedergeburt«.
Lena stand in der Mitte des Raumes in einem atemberaubenden roten Kleid, das ihr perfekt stand. Sie hielt ein Glas Sprudelwasser und lachte mit einer Gruppe von Kunstsammlern, die über den Preis ihres zentralen Gemäldes diskutierten. Das Gemälde mit dem Titel Der Hammer zeigte eine stilisierte Gerichtsszene. Im Zentrum war eine Lichtfigur, die die Ketten der Dunkelheit durchbrach. Es war kraftvoll, roh und unbestreitbar brillant. »Es ist großartig, Lena«, sagte ein Sammler. Ein anderer Sammler sagte, »Verkauft, mir ist der Preis egal.« Lena lächelte. »Danke, das bedeutet mir viel.« Aus einer Ecke des Raumes beobachtete Katharina Steiner stolz. Sie trank einen Martini und war so elegant wie eh und je. Sie war nicht mehr nur eine Anwältin, sie würde auch die Großmutter des Kätzchens sein, das Lena gerade adoptiert hatte. Und sie war eine ständige Präsenz in Lenas Leben. Katharina blickte auf ihr Telefon, sie hatte eine Benachrichtigung. Es war eine Nachrichtenmeldung der NZZ. Der in Ungnade gefallene Manager Urs Brunner wegen Betrugs und Veruntreuung zu 5 Jahren verurteilt. Katharina tippte auf den Artikel. Es gab ein Foto von Urs. Er sah schrecklich aus. Er hatte schütteres Haar, war unrasiert und wurde in Handschellen aus dem Gericht geführt. Der Artikel beschrieb, wie sein eigener Anwalt Dr. Lorenz Meyer einem Gegenzug für Immunität gegen ihn ausgesagt hatte. Der Artikel erwähnte auch die Millionen, die er gestohlen hatte, die Fälschung der Dokumente seines ehemaligen Schwiegervaters und die versteckte Kryptowährung, die die Bundeskriminalpolizei aus seinem Schließfach beschlagnahmt hatte. Er hatte alles verloren. Das Geld, die Frauen, den Ruf und seine Freiheit. Katharina lächelte, löschte die Benachrichtigung und steckte ihr Telefon weg. Sie musste den Rest nicht lesen. Sie war an diesem Tag bei der Urteilsverkündung in der ersten Reihe gewesen. Sie ging auf Lena zu. »Du hast einen roten Punkt auf allen Bildern«, bemerkte sie. »Du bist ausverkauft.« »Ich kann es nicht glauben«, sagte Lena, ihre Augen strahlten. »Mama, danke für alles. Du hättest deinen Weg früher oder später gefunden.« »Du bist stärker, als du denkst, Lena«, sagte Katharina. »Du hast ihn 5 Jahre lang überlebt. Ich habe dir nur geholfen, den Kampf zu beenden.« Die Tür zur Galerie öffnete sich und ein Windstoß drang ein. Ein Mann stand da. Es war nicht Urs. Er wurde gerade in der JVA Pöschwies bearbeitet. Es war Niklas, der Juniorpartner von Katharinas Kanzlei. Er wirkte aufgeregt. Er ging direkt auf sie zu. »Frau Dr. Steiner, Lena«, sagte Niklas atemlos. »Es tut mir leid, die Party zu unterbrechen, aber der Scheck aus der Siedlung für den Verkauf des Ferienhauses in Verbier ist gerade eingetroffen. Ihr müsst das sehen.« Er reichte Lena ein Tablet. Auf dem Bildschirm war der Saldo eines Bankkontos zu sehen. Es war das Ergebnis der Liquidierung der verbleibenden Vermögenswerte von Urs plus der Entschädigung, die das Gericht Lena für emotionalen Stress und finanziellen Missbrauch zugesprochen hatte. Die Zahl war erstaunlich, genug um sicherzustellen, dass Lena sich nie wieder um Geld kümmern musste. Genug um ihr eigenes Atelier zu eröffnen und genug um die Stiftung für Überlebende häuslicher Gewalt ins Leben zu rufen, von der sie geträumt hatte. Lena blickte auf die Zahl und dann auf ihre Mutter. »Es ist vorbei«, sagte Lena leise. »Es ist wirklich vorbei.« »Nein«, korrigierte Katharina und stieß ihr Glas mit dem von Lena an. »Das ist erst der Anfang.« Außerhalb der Galerie funkelten die Lichter der Stadt. Irgendwo in einer kalten Zelle erkannte Urs Brunner, dass die Frau, die er dumm und schwach genannt hatte, gerade die Architektin seiner Zerstörung geworden war. Er hatte den klassischen narzisstischen Fehler begangen. Er dachte, da Lena ruhig war, hatte sie nichts zu sagen. Er vergaß, dass die stärksten Stürme oft mit einem Druckabfall, einer Windänderung und einer Stille beginnen, die Gefahr schreit. Er vergaß zweifellos, dass, obwohl eine Ehefrau versuchen kann zu vergeben, eine Mutter nie vergisst. Lena kehrte mit einem klaren, freien Lachen zu ihren Gästen zurück. Sie war nicht mehr die Frau im grauen Kleid, die auf einen leeren Tisch starrte. Sie war Lena Steiner-Brunner, Künstlerin, Überlebende und Tochter des Eisernen Hammers von Zürich. Sie hatte noch viel zu malen. Urs Brunner lernte auf die harte Tour, dass Schweigen keine Schwäche ist. Es ist nur eine Pause, bevor man nachlädt. Er dachte, er könnte Lena ihrer Würde berauben, nur weil er die Bankkonten kontrollierte. Doch er unterschätzte die unaufhaltsame Kraft der Liebe einer Mutter, kombiniert mit einem erstklassigen Juraabschluss. Lena gewann nicht nur ihre Freiheit, sie gewann ihre Stimme, ihre Kunst und ihr Leben zurück. Urs blieb nichts als ein orangefarbener Overall und ein Leben voller Reue. Wenn Ihnen diese Geschichte von Karma, Gerechtigkeit und dem ultimativen Gerichtsstreit gefallen hat, klicken Sie auf »Gefällt mir«. Es hilft dem Kanalwachstum sehr.
Vergessen Sie nicht, dieses Video mit jemandem zu teilen, der daran erinnert werden muss, dass Underdogs gewinnen können, und abonnieren Sie, um keine neuen Geschichten zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und denken Sie daran, seien Sie vorsichtig, wen Sie verspotten, denn Sie wissen nie, wer durch diese Tür kommen wird. Ja,